Somalia, Land der Dünen und Steppen mit 2600 Kilometer langer Küste am Indischen Ozean. Aus dem gewaltigen Gebirgsmassiv Äthiopiens suchen sich die Wassermassen der Wolkenbrüche ihren Weg zum Meer und strömen in zwei großen Flüssen durch Somalia, dem Wabi Shebeli und dem Juba. Dem Juba verdankt das Land die Bananenplantagen, deren Erträge zum wichtigsten Exportartikel Somalias geworden sind. Im Hafen von Kismayu, wo die Bananen verladen werden, müssen die Dampfer draußen in der Bucht vor Anker gehen. Mit Booten und Leichtern wird die Fracht vom Strand zum Schiff gebracht und mit großem Zeitaufwand verladen. Um die Straße, die Kismayu mit dem Farmland am Juba verbindet, ist es nicht besser bestellt. Durch Sandhügel und Savanne führt ein ausgefahrener Weg zu den Farmen am Fluss. In Reih und Glied stehen hier die Bananenstauden auf großen Feldern, durchzogen von Kanälen, in denen das lebenswichtige Wasser vom Fluss zur Pflanze fließt. Um das Verladen der Bananen zu vereinfachen und zu verbilligen, wird in der Bucht von Kismayu mit amerikanischer Entwicklungshilfe ein moderner Hochseehafen angelegt, der diese Stadt beleben und entwickeln wird. Die Wege ins Hinterland sind schlecht und in der Regenzeit für Lastwagen unbefahrbar. Die wichtigste Verbindung über Arara nach Djelib wird mit deutscher Entwicklungshilfe zu einer Allwetterstraße ausgebaut. Eine gute Straße wird nicht nur den Bananenfarmern helfen, sondern Zweige entwickeln. Die Herden werden Käufer finden, das Leben der Nomaden wird leichter werden. Somalia ist auch das Land der Kamelzüchter und exportiert Kamele nach den arabischen Ländern. Im dichten Busch lebt noch die afrikanische Tierwelt, von der Gazelle bis zum Elefanten. Ingenieure der Strabag begannen 1962, das Gelände zwischen Kismayu und Djelib zu vermessen und die Linienführung der neuen Straße festzulegen. Brauchbare Pläne und Karten waren nicht vorhanden. Ein Sportflugzeug leistete wertvolle Hilfe. Farmen und Dörfer, Hochwasserdämme und Kanäle mussten berücksichtigt werden. Besonders schwierig war es, die günstigste Stelle für den Bau einer Brücke über den gewundenen Juba zu finden. Die Ergebnisse der Vermessung wurden auf dem Luftwege laufend nach Köln geschickt. In der Planungsabteilung der Strabag werden nach diesen Unterlagen Lagepläne, Längs- und Querschnitte gezeichnet. Mit Hilfe der Luftbildaufnahmen wird die Linienführung der Straße festgelegt. So entsteht auf dem Reißbrett in Köln die neue Straße in Somalia. Die Straße verläuft parallel zur Küste und folgt dann dem Juba. Das Überschwemmungsgebiet im Westen verlangte den Bau von zahlreichen Durchlässen aus Armkorrohren und von 4 Kanalbrücken. Eine Brücke aus Vorspannbeton kreuzt den Juba-Fluss. Beim Straßenquerschnitt wurden die Klimaverhältnisse und die Bodenbeschaffenheit besonders berücksichtigt. Die Untersuchung der Böden führte zur Wahl einer geeigneten Deckenkonstruktion aus Sand, der mit Zement verfestigt wird. Ebenso wurden die Baustoffe auf ihre Eignung für den Brückenbau im Labor der Strabag in Köln geprüft.
Im Rechenzentrum werden die Daten aus der Planung verarbeitet und ausgewertet. Die ermittelten Werte geben den Ingenieuren auf der Baustelle alle Auskünfte zur Vermessung und Abrechnung der Bauarbeiten. Ein Jahr später steht der Vermessungsingenieur draußen im Busch hinter dem Nivelliergerät und steckt die neue Straße ab. Schwierigkeiten der Verständigung sind bald überwunden, denn die einheimischen Helfer haben die Zeichensprache schnell gelernt. Sie sind gute Mitarbeiter geworden. Dem Vermessungsingenieur folgt die Planierraupe. Sie räumt Bäume und Gebüsch von der Trasse, entfernt die Grasnarbe und die schwache Schicht Mutterboden von der Dammaufstandsfläche. Motorschürfkübel modernster Bauart schürfen neben der neuen Straße in einiger Entfernung den Boden aus Seitenentnahmen. Sie schütten den Straßendamm in Lagen von 20 bis 40 cm Dicke. Ein Straßenhobel, Gräder genannt, hobelt die Oberfläche eben. Wasserwagen folgen und geben dem Boden die fehlende Feuchtigkeit. Es ist für die bestmögliche Verdichtung des Dammes unerlässlich. Gummivielradwalzen mit einem Gewicht von 15 bis 30 Tonnen verdichten dann den Damm. Wenn der Dammkörper über eine längere Strecke dem Profil entsprechend fertiggestellt ist, wird der eigentliche Straßenkörper in mehreren Schichten aus ausgewähltem Material aufgebaut. Die Führer der Schaufellader und die Fahrer der Kippfahrzeuge sind Somalis, angelernt und angeleitet von deutschen Meistern. Pausenlos rollen die Lastkraftwagen zur Baustelle. Während in den Gruben ein wichtiges Straßenbaumaterial, der Sand, abgebaut wird, saugen Motorpumpen aus dem Djuba das Wasser, das zum Bau der Straße genauso wichtig ist wie der Sand. Denn ohne Wasser ließe sich der staubtrockene Sand nicht verdichten und verfestigen. So fahren außer den Sandfahrzeugen auch die Wasserwagen auf Behelfswegen zur wachsenden Straße. Die neue Straße überquert den Äquator auf halbem Wege von Kismayo nach Djibouti. Mit 30 Fahrzeugen wird der Sand auf den fertigen Dammkörper aufgefahren. Sobald der Sand abgekippt ist, wird er vom Straßenhobel eingeebnet und auf die Dicke der Tragschicht gebracht. Dazwischen wird das fehlende Wasser in den Sand gespritzt. Dahinter verdichten Gummivielradwalzen mit einem Gewicht von 10 bis 15 Tonnen die Tragschicht und machen sie so dicht, dass auch der schwerste Lastwagen spurlos drüber rollen kann. Die Dichte und Plastizität der eingebauten Tragschicht wird vom Baustellenlabor ständig gemessen und geprüft. Ein eigens dafür konstruiertes Gerät, ein Densitometer, wird mit Wasser gefüllt und erlaubt es, über einer hauchdünnen Gummiblase den genauen Rauminhalt der ausgehobenen Materialprobe zu messen. Die Probe selbst wird an Ort und Stelle gewogen, um jeden Verlust, auch Feuchtigkeitsverluste durch Verdunstung, zu vermeiden. Falls sich herausstellt, dass die erwünschte Verdichtung noch nicht erreicht ist, muss das Walzen bis zur nächsten Probeentnahme fortgesetzt werden.
Der Arbeitstag des Laboranten hat wenig Ruhepausen. Wenn die laufenden Prüfungen auf der Baustelle erledigt sind, müssen im Labor Proben angesetzt und untersucht werden. Bei diesem Boden wird die Fließgrenze bestimmt und dadurch die Plastizität festgestellt. Die Quellfähigkeit des Schwemmbodens im Djubatal ist teilweise sehr groß und bedeutet in Verbindung mit Wasser eine Gefahr für die Straße. Laufend wird die Tragfähigkeit der Böden nach 4-tägiger Wasserlagerung in einer besonderen Presse, dem CBR-Gerät, gemessen. Bitumen und Zement kommen auf dem Seewege von Mombasa nach Kismayo. Die deutsche Ostafrika-Linie sandte einen Küstenfrachter nach Ostafrika, eigens zur Versorgung der Baustelle mit Baustoffen. Mit schiffseigenem Geschirr wird der Zement auf einen 400-Tonnen-Ponton umgeladen, der für diesen Zweck von einer Werft in Mombasa gebaut und von Bremer Roland nach Kismayo geschleppt wurde. Der Ponton kann mehr als die halbe Schiffsladung übernehmen. Ein Schlepper bringt den Ponton zum Strand, wo er entladen wird. Eine Kolonne von Lastwagen steht bereit, um die Fracht zu übernehmen und zur Baustelle zu bringen. Die Vermörtelung der Tragschicht mit Zement hat schon begonnen. Der Zement liegt ausgeschüttet auf den vorbereiteten Planum und wird von den nackten Füßen der Zementträger gleichmäßig verteilt. Dahinter arbeitet das Vermörtelungsgerät. Es vermischt mit 120 Pratzen, auf 2 hydraulisch angetriebenen Wellen montiert, den Sand der Tragschicht mit Zement und Wasser, das laufend vom Wasserwagen zum Vermörtelungsgerät gepumpt wird. Das vermischte Material wird von einem Vibrationsverdichter festgerüttelt. Der folgende Wasserwagen hält die frisch verfestigte Decke feucht. Eine Gummivielradwalze erhöht die Verdichtung der vermörtelten Schicht. Die in Hitze und Staub arbeitende Vermörtelungskolonne wird von hübschen Mädchen aus dem Nachbardorf betreut, die Tea-Girls genannt werden. Und dann kam der große Regen. Denn wir vergessen, dass es in Afrika nicht nur Hitze und Sonnenglut, sondern auch tropische Wolkenbrüche gibt. Die Arbeit darf deshalb nicht unterbrochen werden. Erst wenn der ausgebreitete Zement verarbeitet ist, gibt es eine kleine Teepause im Regen. Die alte Straße ist zu einem Schlammbad geworden. In der Werkstatt erhalten die Fahrzeuge ihren alten Glanz wieder. Sie werden regelmäßig gewartet und überholt. Die Somalis lernen, mit Motoren und Werkzeug umzugehen. Auch das Äffchen am Fenster bewundert Dinge, die es bisher nicht kannte. Am Funkgerät gibt der Werkstattleiter seine Anweisungen dem Monteur auf der Strecke. Ein eigenes Flugzeug der Strabag versorgt die Baustelle und das Lager mit wichtigem Nachschub.
Der Flug zum Zahnarzt in Mogadischu ist ebenso notwendig wie manches Ersatzteil oder eine Kiste Apfelsinen zum Weihnachtsfest. Während die neue Straße ins Land wächst, beginnt bei Kansuma der Brückenbau über den Juba. Die Pfähle für die Brückenpfeiler rammt ein Autobagger im Frühjahr, wenn der Fluss das wenigste Wasser führt. Mit Dämmen wurde das Flussbett eingeengt. Die Schalung der Widerlager und Joche wird angebracht. Der Bewehrungsstahl wird gebogen. Der Bauleiter packt selbst mit an. Die Bewehrung wird im Widerlager verlegt. Bei Kilometer 70 entsteht eine Brücke über den Gambo-Kanal, der das Hochwasser des Juba umleitet. Weitere Betonbrücken sind im Bau. Sie führen die Straße über den Fagogo und den Chafi-Kanal. Es war nicht ganz einfach, draußen im Busch die Männer zu finden, die für diese Facharbeit geeignet sind. Die meisten von ihnen können weder lesen noch schreiben, aber sie sind zuverlässig und mit Freude bei der Sache. Hier entsteht eine Arbeitsbühne für die Herstellung der 15 vorgespannten Fertigträger mit einem Gewicht von über 20 Tonnen und einer Länge von 20 Meter. Korallenkalkstein ist doch das einzige Material, das sich für Betonzuschlagsstoffe und Splitt eignet. In der Nähe der Küste am Indischen Ozean liegt der Steinbruch, der die Brech- und Siebanlage beliefert. Förderbänder verteilen die Körnungen. Gleichbleibend gute Qualität des Gesteins ist die Grundlage einer guten Straße. Darum prüft der Laborant die Gleichmäßigkeit des Korns und seine Festigkeit gegen Schlag. Die Brech- und Siebanlage und die Stromaggregate für ihren Betrieb kamen aus Deutschland. Der fertige Splitt wird auf Kippfahrzeuge mit modernen Schaufelladern zeitsparend verladen und zur Baustelle gebracht. Erhitztes Bitumen wird auf die mit Zement verfestigte Tragschicht aufgespritzt. Die erste Lage aus Verschnittbitumen verbindet sich innig mit der frisch vermörtelten Decke und schützt sie gegen zu starke Austrocknung. Die zweite Lage aus Heißbitumen wird mit Splitt abgestreut und leicht angewalzt. Der Verkehr gibt der Splittschicht Gleichmäßigkeit und Halt den Bitumen. Zum dritten Mal wird Heißbitumen aufgespritzt. Die aufgespritzte Bitumenmenge wird gemessen. Auch die Menge des aufgestreuten Splitts wird ständig geprüft. Diese Oberflächenbehandlung soll die Straße schützen, bis stärkerer Verkehr einen dickeren Teppichbelag fordert. Die Straßenbauer freuen sich über das vollbrachte Werk und feiern die Feste, wie sie fallen, auch bei tropischer Hitze.
Der Juba ist auch ihr Strom geworden. Männer, Frauen und Kinder werden sich gern an ihn erinnern. Den Strom überspannt die neue Brücke. Der Autobagger, der ihre Pfeiler in den Fluss rammte, fährt jetzt drüber hin. Die Menschen am Strom, die Bauern und die Bananenpflanzer, haben einige Sorgen verloren. Sie brauchen nicht mehr zu fürchten, dass die Arbeit in den Plantagen, die mühevolle Ernte, auf dem Wege zum Hafen im Schlamm und Regen stecken bleibt. Diese neue Bananenstraße ist nur eines der vielen Beispiele, wie Deutschland seinen jungen afrikanischen Nachbarn am Äquator hilft, Anschluss an die Zukunft zu finden. Schon jetzt ist Somalia unser Handelspartner. So wie hier am Indischen Ozean bauen auch in Liberia deutsche Straßenbauer neue Verkehrswege. Mitten im Urwald Westafrikas hat die Strabag Lager für ihre Fachleute und deren Familien errichtet. Die Arbeit in der Hitze Afrikas ist hart und voller Entbehrungen. Auch im Herzen Kameruns, von der Hauptstadt Yaoundé nach Balmayo, baute die Strabag eine Allwetterstraße aus dem Entwicklungsfonds der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Und in Togo ist es die Eisenbahnlinie zum neuen Hafen Lomé. Eisenbahnen, Häfen und Straßen, wie diese Bananenstraße in Somalia, sind ein Beitrag der Bundesrepublik Deutschland für eine bessere Welt, auch in Afrika südlich des Äquators.